Hallo. Ich denke, ich mache einfach mal so spontan eine Aufnahme, was gerade so abgeht. Im Moment bin ich gerade ein bisschen. Es ist jetzt Tag 23. Ich weiß, viel Zeit vertrödelt da hinten mit so kosmetischem Scheissdreck, was sich eigentlich gar nicht lohnt. Und zwar wollte ich da einen neuen Eingang bauen und da habe ich glaube, jetzt sind schon zwei Zugbrücken verhauen, weil es irgendwie so und falsch und Zeug und Sachen und ja, zwischendurch ist Perfektionismus echt scheiße. Gut, also es passt jetzt, es sieht nicht wahnsinnig hübsch aus, aber okay. Ich lasse das jetzt mal so, ich muss mir überlegen, wie ich da die ganze, wie nennt sich das, Balustrade anders mache. Ich habe jetzt auch gedacht, spontan, ich lasse da mal ein bisschen teilhaben an meinen sinnlosen Bautätigkeiten. Also sinnlos wäre es ja nicht, aber ja, jetzt echt viel Zeit vertrödelt für eigentlich sinnlose Aktivitäten. Dann. Aber ich sage immer, das Auge spielt mit. Ähm, Was habe ich mir denn da dabei überlegt? Ah, okay. Hä? Ach so, das ist wegen dem Wartungskorridor da. Okay, okay. Sieht das scheiße aus. Naja, egal. Also, ich würde sagen, wir tun das gleich jetzt einfach mal aufwerten. Ähm, Ich habe massenhaft Beton produziert. Ich mache im Moment nichts anderes. Und ich habe jetzt die Antwort bekommen, ich darf auch andere Schmieden, Chemiestationen, Zementmischen, was auch immer so in der Welt draussen ist, nutzen. Ich darf einfach nur je eins selber bauen, da bin ich sehr froh drum. Jetzt, mein Problem ist, ich weiss nicht von einer zweiten Schmiede, ich bin extra all die Gebäude da noch abgrasen. Oftmals hat es ja so in, was sind das, Landhäuser, hat es noch irgendwelche Schmieden, ist leider nichts gesehen. Ich habe zwar einen Zementmisch gefunden, nützt mir aber nichts, weil der Flaschenhals im Moment ist die blöde verdammte Schmiede. Darum, letzte Hoffnung, ich fahre zum, vielleicht sogar dem Häusle Thun noch schnell schauen, obwohl weit weg. Ich fahre dann nachher noch schnell zum Händler runter und ich bin aber nicht sicher, ist seine Schmiede kaputt oder nicht. Ich weiß nicht. Ja, gut. Also. Da kann ich im Moment gerade nichts mehr bauen. Es macht im Moment nicht Sinn, ich wieder noch Mauern rundherum ziehen. So wie der eine andeutet. Die bringt mir im Moment aber nichts, weil ich muss zuerst die ganze Stromverkabelung machen. Die Tür haben die bei Tür kann einsetzen, ja, das kann ich mal machen. Ich habe mal die Resorttüren gebaut, die halten auch etwas aus. Und sind die mal zu, jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Scheiß mache. Weil die aufpickeln macht keinen Spaß. Darum lieber ein bisschen lang. Was ist drin? Zombie! Hör auf, mein Zeug kaputt machen, bevor es steht. Da kommen natürlich überall Türen rein. Da könnte sogar ein Spitzer, ich habe sogar dabei kommen. Das ganze Bauprogramm dabei. Zack. Also jetzt, nein, ich bin ein Idiot, da gibt es ja nur. Ein bisschen geistig umnachtet. Ja, pickeln wir dann zum anderen Zeitpunkt weg. Also, jetzt tun wir erstmal die Türen mit Türen sichern, damit keine Zombies reinrennen. So. Da kommen dann. Also zuerst wieder geheim halt, aber. Wir sehen ja dann eh, was kommen wird. Da kommen dann die ganzen Elektrozoon-Emitter rein. Und so sind sie schön geschützt. Ich hoffe, ich habe das genug gut ausgerechnet für die Anzahl Türen, sollte das stimmen. Wird dann aber auch mit Verteidigungsanlagen. Was ist los? Das ist eine Ecke gesichert. Das heisst, die Türen brauche ich eigentlich nur zum
die ganze elektrische Verkabelung machen, nachher sind sie sinnlos. Es ist allerdings so, dass das Spiel hat noch einen Bug, dass zwischendurch die Kabel, die wir da ziehen, dass die irgendwie runterfallen. Und dann muss man sie neu ziehen, darum mache ich die Türen, gäbe es den Bug nicht, ich würde es einfach zumauern, nachdem ich Kabel gezogen habe. Ich hoffe, das wird niemand behoben, weil das ist echt eine Ressourcenverschwenderei mit diesen Türen. Zum Reparieren, das muss man sagen, die Emitter, die nehmen auch Schaden, obwohl sie geschützt sind, nur durch den Gebrauch, finde ich eigentlich unlogisch. Ich hoffe, das wird auch mal angepasst. Damit ich sie aber reparieren kann, habe ich da jeweils oben auf der Tür noch das Loch gemacht, die schütze ich dann durch Luken und dann kann ich eigentlich von oben her weg die Türen wieder reparieren. Das ist zumindest der Plan. Müsste eigentlich so funktionieren. Sagen wir, nützt da überhaupt noch etwas? Eigentlich kann man da... Nein. Gut, drum, jetzt... ich würde sagen, ich lasse das jetzt damals sein. Beton... Ja, das lasse ich jetzt auch mal sein. Also mal alles einpacken. Also, ich muss mir jetzt schnell überlegen. Ich habe den noch gar nicht gebaut, oder? Bevor ich da im grossen Stil wieder Pause gemacht. Ich glaube. Ja, ich vermute mal nicht. Gut, dann bauen wir jetzt. Und zwar würde ich wahrscheinlich das Zeug da oben brauchen. Das ist immer sehr beliebt. Sonst weiss ich manchmal nicht. Also, was brauche ich? Ich brauche... Nein, dann muss ich da gleich leer machen, sonst verstopfe ich das. Ich brauche einen Generator. Ei. Ja, Rechtschreibung wäre von Vorteil. Generator. Eine wird mal lange. Dann brauche ich Switch, damit die Verkabelung einigermaßen sinnvoll machen kann. Ich mache mal 4 für die Seite. Eine. Ja, machen wir so. Dann brauche ich natürlich die ganzen Zündposten. Wie viel brauche ich da? Ich habe 8 Türmli mal 2, das wäre 16. Ja, genug Material. Was brauche ich noch? Das müsste eigentlich mal so für Grundverkabelung okay sein. Müsste okay sein, fällt mir gerade nicht mehr ein. Da ist ja die Schmiede ohnehin, die Werkbank ohnehin einmal mit mir beschäftigt. Nein, ist okay. Ist okay. Gut. Dann schmeißen wir das mal da oben rein. Und Händler, ich weiß nicht, ob er schon resettet hat. Ich gehe jetzt mal vorbei, nehme alles mit, dass er das verkaufen wird. Jetzt haben wir Raffaels Schatzkarte. Jetzt haben wir eins. Ja, ich fahre mal zum Händler. Ich brauche eine zusätzliche Schmiede. Vielleicht gerade etwas mitnehmen. Ich nehme glaube gerade etwas mit. Mal schnell schauen, den Salim könnt ihr dort unten noch holen. Ich nehme mal eine volle Ladung Eisen mit, dann könnte ich das nämlich gerade aussteigen. Nein, ich mache das. Was brauche ich jetzt in erster Zeit mehr? Ist Eisenstahl. Ich glaube, ich nehme. Nein, ich nehme Stein mit.
Ich tue mal Steine einschmelzen, dann kann ich nachher Zement tun, im grossen Stil produzieren, sofern es überhaupt etwas hat. Und dann muss ich nämlich auch kein Lehm abbauen und ja, ich hoffe, es hat dort noch Steine zum Abbauen. So, machen wir das mal so. Zack. Meine Töpfe nimmt er immer noch Schaden aus. Hey, jetzt ist er auf 45. Wieso ist er jetzt auf 45? Wieso? Wieso nimmt der Schaden, wenn ich den auf die Stahl da? Ey, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Irgendetwas ist komisch. Gut, das Intensenteil zum Gesamtwert ist nur bei 67. Das ist da so vor. Okay. Ah. Mysteriös. Vermutlich hat mir der Game Rocker irgendein Virus übergeschickt und den TÜV kaputt gemacht. Wie wäre ich so nett? Ich hätte dir sogar einen Schraubenschlüssel geschenkt. Aber. Ja. Nachdem du mir da mein Töffel kaputt machst, kannst du das vergessen. Geht nicht mehr. Mal schauen, ob ich den Wolf hier fahre. Hupe. Hallo Zombie. Der. Ja, so viel Freundlichkeit muss sein. Hat man als Kind gelernt, man grüßt die anderen. Und ich habe ein Herz für Zombies. Ja, das macht, also das Töffel macht natürlich so das Leben mit dem Spiel schon deutlich einfacher. Zombie? Du musst einfach aufpassen, dass du nicht ins Wasser fährst, das ist nicht mehr so lustig. So, wo war da der Eingang? Ich glaube auf dieser Seite. Nein. Dann auf der. Ja. Da sind wir. Zup. Tag 23. Ich weiß gar nicht, ob er schon resettet hat. Nochmal. Oh, Schmiedi zuerst. Schmiedi. Bis ganz. Ja! Hui! Cool. So. Also, zweite Schmiedi. Ich tue die gerade mal mit Holz vollladen, die soll volle Pulle da durchziehen. Und es wird Stein eingeschmolzen im grossen Stil, sodass ich die andere Schmiede entlasten kann. Tag 25 gibt es Reset. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon resettet hat seit dem letzten Mal. Gut, ich sehe es wahrscheinlich auch nicht das Zeug verkauft. Ja, lieber Händler, was hast du im Angebot? Ich bin langsam so verzweifelt, dass ich schon Stahl einkaufe. Boah, das ist verdammt teuer. Schauen wir zuerst mal, was er durchschneidet. Als Patronenhülse die Schnappi, weil Messing ist immer so ein bisschen knapp. Habe ich glaube schon erwähnt. Ich glaube schon, dass er resettet hat seit dem letzten Mal. Ich glaube leider nichts Schlaues. Mal da in seinem Keimfach schauen. Ein besserer Bergbaumhelm macht das viel aus. 47 Schutzbrille. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja, macht schon etwas aus. Und Beischiene 27. How about I empty your pockets? Nee, komm, das lasse ich mal. Ich könnte meistens. Aber ich Get glaube, the es sind. hell out of my store. It's for Naja, real 80 Brille. customers. Ich glaube, die behalte im Moment noch.
Mhm. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Du bist aber auch nicht sehr ein höflicher Händler, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Stall kaufen. 48 ist nicht gerade so viel. Nein, komm, lassen wir so. Just Lassen wir get the so. fuck out of here. Das Wichtigste ist, ich habe eine Schmiede da. Die Chemiestation ist kaputt, aber ist egal, habe ich auch nicht gefunden dort im Shotgun Messias. Also, damit sich jetzt das aber auch wirklich lohnt, gehe ich da noch schnell Steine abbauen rundherum. Dann kann ich die jetzt wirklich gerade voll packen, dann kann sie ein Zeitchen laufen. Und dazu baue ich jetzt einfach mal die kleinen Steine ab. Die geben ja nicht nur schön Stein. Gehen mittlerweile sehr schnell mit dem Pickel. Sie geben auch noch Eisen, Nitrat und Blei. Also eigentlich etwas Effizientes wie die kleinen Steine gibt es gar nicht. Ja, das ist schon ein bisschen meditativ da. Ressourcen sammeln. Ich bin ja gefragt worden, wie ich so schnell so viel aufbauen kann. Ich muss ehrlich sagen, das ist halt einfach das, was man in den Videos nicht sieht. Das ist stupides Ressourcen abbauen. Also ich bin da tagelang auf dem Bäumschlag für Holz, damit ich die Stacheln bauen kann. Dann ist mir vor allem mit der Nacht jetzt mit dem Wein am Stein abbauen. Brauche ich Holz, ist okay, man. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit mit Ressourcenabbau verbracht. Das ist ja halt auf eine langweilige Tätigkeit, aber wenn man das jetzt sehr fokussiert Holz schlägt und Stein abbaut oder was auch immer das man braucht oder Eisen für die Alteisenspitze, dann geht das relativ gut. Aber man muss einfach sich im Klaren sein, da ist man halt dann einfach mal einen Tag lang dran, das zu machen und nichts anderes. Und das ist natürlich für ja, der Spielspaß, der halt oftmals kommt durch ein bisschen Action, so ein bisschen, da wie jetzt gerade ein bisschen einen Zombie wegraspeln und so. Handgriff, lustig. Ist das natürlich nicht so toll. Das ist jetzt auch nicht so toll, um jetzt das im Video zu präsentieren, ist logisch. Aber so kommt man relativ gut und schnell vorwärts mit Verteidigungsanlagen. Und es ist auf dem Teil vom Spiel. Es ist halt nicht nur sich mit Zombies umeinander schlagen, es ist nicht nur Looten, was wahrscheinlich für viele der spannendste Aspekt ist. Es ist sehr viel, sehr intensiv Ressourcen sammeln, wenn man seine Basis updaten. Für mich ist eigentlich fast der spannendste Aspekt bei dem Spiel Basisbau. Für das muss ich einfach entsprechend Ressourcen abbauen. Das ist jetzt auch nicht so gut. Das Nonplusultra finde, aber geht halt nicht ohne. Das wird ja auch immer besser. Wir mögen uns noch erinnern, am Anfang Level 1 hat man bei den Steinblöcken da pro jeden zweiten Schlag einen Stein gemacht. Jetzt mache ich pro Schlag 52 Steine plus noch jede Menge zusätzliche Ressourcen. So, also mindestens 6000 Gotti noch. Ich wollte die Schmiede komplett vollladen. Dann kann ich da mal ordentlich durchlaufen.
Wird jetzt allerdings so ein Zeitchen gehen, wahrscheinlich etwa 2 Tage, bis ich da wirklich den Benefit habe. Weil jetzt muss zuerst mal Stein eingeschmolzen werden, dann muss der Stein in Zement, ja, in Zement umgewandelt werden. Das wird wahrscheinlich so etwa 2 Tage gehen und das heisst, in 2 Tagen werde ich dann im grossen Stil können Zement zurückführen. Das freut dann meinen Betonmischer. Und eventuell kann dann sogar der zweite Betonmischer in Betrieb nehmen und dort irgendwo eine Höhle gefunden haben. Wo haben wir noch Steine da? Ja. Immerhin 3, besser als nichts. Jetzt sind sogar noch ein Städtchen. Ja, also ich muss zugeben, ich meine, Gamerock, ich habe mal reingeschaut, das Wüstenstädtchen ist zwar gar nicht so übel, wie du da immer am Jammern bist, aber ja, es ist hübscher, das stimmt. Ich habe da mehr Gebäude und sicher mehr Loot-Möglichkeiten. Das ist halt immer ein Zufall, oder? Selbst wenn man jetzt würde sagen, jeder muss die gleiche Kartenseite nehmen, es spawnt ohnehin an verschiedenen Positionen. Also, ich weiß nicht, 100% gerechter Start ist schwierig. Wenn nicht überhaupt unmöglich. Ich könnte vielleicht höchstens sagen, man nimmt die gleiche Kartenseite und muss sich dann dort auch noch teleportieren an einen speziellen vorvereinbarten Punkt. Das wäre wahrscheinlich so der fairste Start. Der hat zumindest alle die gleiche Voraussetzung. So, also es ist... die 60 Minuten sind echt toll. Wo ist jetzt der Handler da vorne? Ja. Jetzt gehen wir schnell zum Händler, laden noch alles ein. Ich denke, wir haben etwas im Körbli. Nein. Jetzt noch ein Zementmischer, sehe ich gerade. Ui, der ist auch noch in Betrieb. Cool. Cool. Nein, nicht zum Händler. Ich bin mir gar nicht gewöhnt, dass ich da mal seine Sachen nutze. Also, Schmiede ist voll, ich das jetzt zur Sicherheit. Ja komm, dann würde ich einen grossen Stiel Holz ziehen. Dann geht sie sicher nicht aus. Und ich habe etwas gehört, ich mache mal das Tor zu. Dass so eine Horde nie läuft. Ja, komm, mach das im Rest. Steigert noch Bruchsand. Wunderbar eigentlich, wunderbar. Läuft, würde ich sagen. Dann haben wir da eine zweite Schmiede, einen zweiten Zementmischer, das macht das Leben einfacher. Ich bin mir jetzt sogar, bevor ich eigentlich kann, überlege den Zementmischer, den ich... da über geht's. Wo ich dort im Loch gefunden habe, dass ich den benutzt, um Dünger herzustellen. Dünger geht immer extrem lang. Und da jetzt da noch ein zweites Messer haben, dann lagern wir das nämlich da aus für Betonmischung. Ja, das ist super. Da kann ich mich langsam ein bisschen anfangen, auf die Stahlproduktion zu konzentrieren in meiner Homebase. Ja, machen wir so. Dann würde ich sagen, jetzt fahre ich schnell heim, hole dort noch alles raus zum Dünger bauen. Dann fahre ich in das Loch über, wirf dort noch den Zementmischer an und dann sind die Stationen alle mal beschäftigt. Und dann geht es hoffentlich auch mal ein bisschen voraus mit dem Basisausbau. Grüezi.
Ja, da haben wir noch sehr viele Autos zum Ausschlachten, das mache ich sicher auch mal noch. Könnte ich eigentlich am Folgetag machen, oder wenn ich vielleicht noch zurückkomme. Weil ich muss eh warten, bis jetzt noch ein Material produziert wird. Alteisen, oder das Eisen, das macht mir zum Moment auch noch ein bisschen Sorgen, wenn ich das herbekomme. Ah nein, Quatsch, ich kann ja einfach in die andere Stadt dahin. Da kann ich sicher noch das andere Gebäude einstürzen. Da kann ich auch noch mehr von denen bauen. Passt. So, ab in die Hütte. Jupp. Was macht man eigentlich dabei? Also das ganze Handwerkgedöns ist jetzt nicht viel gewesen, was da gekommen ist. Das machen wir da mal. Da rein, ich überlege mir dann wirklich über den Neubau. Die ganze TÜV-Infrastruktur, die so beschädigt ist. So, das hat auch super Eisen gegeben. Drohnenhülse gekauft. Schmitzen auch irgendwo ein. Der macht nicht mehr. Geht gar nicht. Muss jetzt natürlich gleich mal weitermachen. Damit es da vorwärts geht. Also, jetzt habe ich gesagt, mit Draht und Dreck braucht das. Ich glaube, ich gehe jetzt mal schnell all die externen Stellen noch abgrasen. Das bedeutet nämlich, ich brauche noch... Nein, doch. Trübes Wasser, verschimmeltes Brot und die menschliche Scheiße. Das ist auch in der Chemiestation habe ich auch alles dabei. So, also jetzt gehen wir da mal schon einen grossen Stil. Auftrag verteilen. Nummer 1. Yep. Chemiestation. Das ist glaube ich da gewesen. Ja. Ah, super. Jetzt Zombie-Respawn gegeben. Wer habt ihr noch? Es lebt noch. Ach, da habe ich schon Antibiotika und Fertilizer in Auftrag gegeben, kann mich gar nicht mehr erinnern. Mein Gott, ich bin alt. Cool. Trotzdem, der Rest wird jetzt noch in Auftrag gegeben. Das sind... Ja, so viel Holz brauche ich nicht. Das sind 22, 23 Minuten. So. Nehme ich natürlich mit. So. Also, dann gehen wir noch zum Zement mischen. Ja, zeitlich liegt das nicht mehr drin mit Autos rausnehmen am heutigen Tag. Aber ich denke, das mache ich dann morgen. Ich will zuerst mal alles verbauen, was ich jetzt da so zusammengesammelt habe in den letzten Tagen. Schauen, dass ich so nicht ins Loch hier fahre. Aus dem Blick, ich glaube, die Nachtsichtsbrille könnte man gleich ein bisschen unnütz sein. Das brauche ich nicht. So, da hat es sicher auch wieder Zombie-Respawn gegeben. Aber ich muss zum Glück nicht so weit reinlaufen. So, der ist 303 Minuten beschäftigt. Wahnsinn. Okay, also, läuft.
Darf ich da hin, jetzt ist es gleich wieder Nacht, dann gehe ich ab in die Mine buddeln. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig exciting. Ich brauche jetzt sicher wieder im grossen Stil Stein, damit es mit den Betonmischungen weitergeht. Und sonst läuft es, glaube ich, ganz okay. Ja, alles in Auftrag geben. Braucht es einfach Zeit zum Durchticken. Ja, da sind wir wieder. Oh, Sweet Home. Chups. Schnell den Töff auftanken. Und vor allem die Zugbrücke da hinten nur machen. Dann macht überhaupt keinen Sinn, wenn die offen ist. Ja, fast runtergefallen. Godeli. Gut, also. Ich würde sagen, mach Pause, beende die Episode. Ist jetzt eigentlich gar eine halbe Stunde rumplappern gewesen. Das ist so ein bisschen das, was ich so den Tag durchtreibe. Jetzt nicht gerade so super interessant, aber dann haben wir da mal einen Einblick gehabt. Jo, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Tschüss.